Ein wunderschönen guten Abend. Ich präsentiere euch als Emission vom 5. Oktober 2017. Als ich gucke mal ein paar Impressionen von der Schulrentrée 2017. Es geht damit Peras für Stesel beim Ausflug. Was das Jahr auch damit auf sich hat, gehen wir am nächsten Beitrag gewöhnt. Die Amipera-Sektion von Stesel zusammen mit der Amipera-Sektion von Bech hatten an den Bech bekannten Restaurant Steinmetz auf Bech invitiert. Neben einem exzellenten Menü hatten die Verantwortlichen zwei Juristen invitiert, die über Tierschaftsrecht am Besitzverhältnisse am Mariage und anderem die interessiert Nullläusterer aufgeklärt haben. Merci Jean-Pi, merci die Damen und die Herren für die liebe Invitation. Ihr wisst, von der deputierten Hund, die muss auf die Knöpfchen drücken, man das heißt du gerne für Gesetze zu stimmen. Ich fand auch, dass die Pflicht von einem Deputierten ist, für die Leute, der wird an der Chambre gestimmt wird, für denen, der dabei einfach erderweise viel zu bringen. Und der zielt besonders bei etwas, wo eigentlich kein von uns lernen könnt, nämlich das bei den Erbschaften, bei den Erbschaftssteuern, bis er die mal heizt du am Leben die glückliche Erfahrung, wo der Markt wieder repräsentiert, aber sind doch auch die Erben Enkeer von ihr. Auf hier, das anzufangen, will ich eigentlich an einer ganz einfachen Form die Hauptregeln Enkeer von den normalen Erbschaftsvierstellen. Das wird doch bei den Leuten als Buch für 7 Siegel beschrieben. Wenn jemand pur ganz einfache Prinzipien vertraut, da geht das eigentlich ganz einfach. Dafür muss ich 3 Hauptkriterien am Kopf haben. Und ihr kennt die. Weil das mir für dich das mal Verwandtschaftslinie. Du unterscheiden mal zwischen der sogenannten direkten Linie und einer seitlichen Verwandtschaftslinie. Weil das die direkte Linie, mit direkte Linie, da das einfach von von dem anderen direkt aufstammt. Zum Beispiel den Urgroßpap, der Großpap, der Pap, der Jung, Denklen und so weiter, die alle Guten gemeinsam das von dem anderen direkt aufstellen. Dann die zweite, das ist die sogenannte seitliche Verwandtschaftslinie, die hat als Charakteristik, dass nicht durch von dem anderen direkt aufstammt, sondern dass sie gemeinsamen Ort haben. Zum Beispiel ein Bruder und eine Schwester, die tun die gemeinsam mit Pap und Mama. Das tut ein Cousin und eine Cousin gemeinsam mit so an der Familie dieselbe Großeltern. Dann, bei daraus lädt sich etwas, das die sogenannte Verwandtschaftsgrad, da geht immer mit denen konfrontiert. Man am direkter Linie, kommen wir mal auf das für uns zurück, ist das eigentlich ganz einfach, weil alle Generationen hast du einen einzigen Grad. Das heißt, Generation von meinem Papa, an mir, der das erste Grad ist in Aktion, den am direkten ersten Grad von meinem Papa. Denklen Sophie, das am 2. Grad von seinem Großpap respektive von seiner Großmama. An der seitlichen Verwandtschaftslinie, du hast das ernst und das verwirrst nicht Leute oft. Die so, weil das Bruder und Schwester, wir sind am direkten ersten Linie. Nein, das ist nicht richtig. Sie sind an einer seitlichen Linie für Wert, weil sie den gemeinsamen Pap haben.
a Bruder a Schwester sind net am 1. Grad mat nee verwandt, méi am 2. Grad. Fir muss opgoen. Bei de gemeinsamen Oter, wie ich fir Dr gesot, dat das Pap oder Mann, dat das also eng oder an da geht den Rëmenke Rof bei den Bruder respektiv Schwester, der Tischchte Bruder an eng Schwester sind so am 2. Grad wat nee Familie an den Cousin, die sind, wenn sie müssen opholen, bis bei Großeltern, der Tisch 2 Generationen, dann 2 Generationen drauf, die sich schon am 4. Grad mit den Familien. Und dann ein drittes Kriterium, das immer schon dadurch, das ist die sogenannten Rangordnung bei Eis zu Lützeburg, wie das in wirft. Die erste an der Reihe, wen hast du mit den sind Kanner an denken kann. Am Prinzip, wenn sie da sind, kriegen gerne nicht viel, man just enge Ausländische kommen ja nur darüber zu reden. Zweiten an der Reihe, das war lange nicht der Fall. Das ist dann die späten 70er Jahre, 70, als das geändert ging, dass die Frau hat viel nicht viel zu sagen. Die hat viel viel zu sagen, und das eigentlich, das muss ich sagen, ändert der frühere blau-rot-liberale Regierung von dem Gaston Tong, wo alle guten Gleichberechtigungen eigentlich zum großen Teil angefordert. Die zweite Ordnung als dafür den überlebenden Ehepartner, dritte Rang, Finanzstaat, aber das sind die sogenannten Ascendants. Der Tisch, das ist, wenn die leben, die Eltern oder die Großeltern, an die 4. Rang, und das ist die nächste Rang, das sind die sogenannten Seitenverwandten, das ist der Bruder oder die Cousin und Monien an Tante. Ich dann noch pur Explikationen. Bei mir geht es lo Männer, was geschieht, wenn bis den Ehepartner gestorben ist. Bei mir geht es um mehr darum, wie können wir das bestmöglich organisieren, wenn wir bestürzt sind, für das klare Verhältnisse geschaffen gehen, für das genau wie weiß, wer das meint, wer das denkt. Aber wie gibt das auch vom Code Zivil aus geregelt, für dass da nur keine Überraschungen kriegt, wenn effektiv den Ehepartner wegfällt oder es am Sturz nicht mehr klappt und gerabbelt wird und dir dann du sitzt mit Kanner oder ohne Kanner und da kommen Probleme an, Kniet kommen und da fängt Gestreit an. Dir wisst, es gibt 3 Kategorien Güter, das entweder seint, das entweder meint oder das eist. Das ist das, was wir als Juristen nennen, das ist ein bien commun, das heißt, das ist ein bien propre, entweder von der Frau oder vom Mann. Das sind die 3 Kategorien Güter, wo am Fangehall spielen, wo alles auch abgedeelt wird. Von den 3 Kategorien Güter kommen wir direkt auf die 2 grundsätzlichen Hypothesen. Diese Stelle können am Leben, das entweder dir ein Contrat de Mariage gemacht, wann der bestört geht, bei der Jampi geht bei den Notar, dann schreibt er ein Contrat de Mariage und da kommt ein Notar, aber zeigt, wer du könnt alles festhalten. Oder dir so, ne, wir machen mal am Anfang nicht, wir gehen bestört und dann gucken wir. Du hast just die Upload, die der Hut vom Code Zivil aus, der muss 2 Jahre bestört sein, der muss 2 Jahre gewährt tun. Und da können der Higo noch so überleben wir selber, oder wir kommen an den Alter, so man nicht einfach vielleicht eine universelle Gütergemeinschaft machen. Wenn die Menge noch nicht geschieht, wie können wir das eventuell regeln? Das heißt, da geht er hin an die Contrat de Mariage. Der Contrat de Mariage später beim Notar, tut gut gewährt, also die könnt bei nach Code für ein bisschen konsultieren zu lassen. Mit den den Contrat de Mariage muss schreiben, das ist der Notar. Die wird dann noch registriert und die wird auch dann geschrieben. So, ich mache just eine Klammer auf, also das nennen die alles Regime Matrimonioen. Das ist am Code Zivil auch als das geregelt. Die Regime Matrimonioen, die gehen heute, das gehen regiert durch 3 Prinzipien. Das ist am Anfang die Legalität, das ist die Libertät und das ist das Aufändern. Das heißt, ihr könnt an den Contrat de Mariage, könnt ihr sich alles schreiben, außer das gegen den Ordre Public. Ich gehe nicht ein einfach Beispiel, der könnt zum Beispiel nicht schreiben an den Contrat de Mariage, wir gucken, wenn ich nicht mit da sind, dann gehe ich einem Club alles, einer SBL, und die hat einfach bekannt. Das heißt, das wäre Gesetze, also die Reserve muss respektiert gehen. Das heißt, die Regeln vom Ordre Public, respektive der Conjoint, was den alles muss tun, respektive von der Sucht, das ist ein schlechtes Beispiel, weil die können ihnen irren, dann können ihnen alles dann abschreiben. Die können
könnt auch immer aufändern, die könnt den Kontrakt de Mariage aufändern, was früher 1974 nicht der Fall war. Da war plus, da war das Prinzip der Immutabilität, dass die Straße gesagt ging, nein, war danke geschrieben, als es geschrieben hat, wird auch nicht mehr aufgeändert. Und da komme ich direkt auf das zurück, dass das Prinzip der Legalität, ich meine, das wichtig für jeden Ball, also haut es das so an, dass es ganz wichtig, dass die Frauen gleichgesetzt sind zu den Männern. Also, das ist 1974 als der geändert in Frankreich angefangen. Da sind letztes Jahr auch ein bisschen nervös gehen, auch an der Chambre sind sie ein bisschen nervös gehen, und da sind aber als eine Gesetzesproposition gemacht und du hast das neue Gesetzkampf von 1974, dass du hast gesagt, die gehen, nee, das geht nicht, kann nicht sehen, dass er den Mariage den Mann schreibt und Frau akzeptiert. Und dann passt der Schluss an et Frauen nicht so. Das ist den Aufgaben, die dann die Egalität. Ich habe auch eine Version, wie wir festgestellt haben, waren noch vor aus dem Publikum dürfen die Spezialisten eine ganz dicke Version an einen guten Appetit. D'Aweierung vun enger flotter Bëchspielplatz zu Stesel an de Galakonzert vun der Harmonie Stesel sinn ass nächst zwe beitrich. Kollege vom Chefener Gemeinderat, die Freund vom CGR, Stesel Lohnsweiler, Vizepräsidentin, die Kanner Eltern an Großeltern. Die Damen und die Herren, 1989 haben wir hier auf dieser Platz den Fitnessparcours angeweiht, hier am Randerpad. Da hatten wir den Park einen kleinen Spielplatz angelegt, die immer gut besichtigt war und die während bald 30 Jahre ihren Dienst erfüllt hat. Die Redner waren dual und haben auch nicht mehr den Ursprung von der Modernität entsprach. Wir haben uns den Entschluss für die Installation zu erneuern und mehr attraktiv zu gestalten für Kinder und Jugendliche, kleiner an die mehr werden. Ich gehe davon aus, dass auch von Schulen genutzt wird, wie so an von der Aktion Spielersperrs direkt am Anfang von der Sommervakanz. Platz hat noch eine pädagogische Bedeutung. Kann dieselbe Tätigkeit an, wo sie können hier Freizeit sinnvoll gestalten. Ein Platz, wo kann gefordert gehen, wo sie sich können Obstakel müssen. Entwickelt, genug Courage, Geschicklichkeit, Kreativität, Selbstständigkeit, Autonomie, Eigeninitiativ, kognitiv, emotional, motorisch Kompetenz, lösungsorientiert Denken. Verantwortungsbewusstsein, Partnerschaftlichkeit und Solidarität gestärkt oder sogar geschaffen. Das Sozialverhalten wird kann auf der Spielplatz entwickeln, geht zu Kompetenzen, die bis an die späteren Alter an der Wurzel sind erreichen und hinnen zum Guten kommen. Dabei kommen selbstverständlich die positiven Wirkungen für die Gesundheit durch Bewegung, durch Übungen, die auch physisch erfahren verlangen. Eltern und Großeltern fanden sich hier auf dieser Platz zusammen, können sich in Rennen erhalten und kennenlernen. Lief Freunde von dem CGR, Madame vom CGR, lief leid alle Gästen. Das ist mein großes Eier als Vizepräsidentin vom CGR heute zu Stesel dürfen. Mal ein Jahr Wurz zu ergreifen, und nicht nur durch den Busch zu laufen, mehr am Busch mal ein Jahr dürfen zu schwätzen. Als ich will ich auch als Präsident Guy Schilz entschuldigen, den hat natürlich Terz heute ein bisschen weh als Steseler, dass eine Datei nicht selber machen für singen. Leute, merci zu suchen, aber ich mache das heute an Singer nun ganz gern. Den CGR, ich komme just von einem anderen Platz, wo ich mit
als Minister Nicolas Schmidt zu summen auch war zu Lorenzweiler als Haut ein neues Administrativgebäude angewiesen gehen für den CNDS. Der Minister wird bestimmt ein Jahr darauf zurückkommen, den eine ähnliche Funktion hat wie den CIGR. Der Tisch, denen Leute zu helfen, denen nicht Männer gut geht wie uns alle Wursten, die nicht Chance haben, eine gute Arbeit zu haben, die irgendwo ein Jahr angeknickt sind an ihrem Lebenslauf und dadurch Hilfe brauchen, für uns auf den richtigen Weg zu kommen. An den CGR Stese Lorenzweiler hat die Mission abgeholt an dem Stadt und hilft Leuten für uns einen Platz um Arbeitsmarkt zurückzugewinnen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die wir hier haben, weil da sind die meisten Leute, die bei uns hier kommen, das sind die nicht unbedingt eine große Formation haben. Und die kriegen sie bei uns. Sie gehen hier betreut, sie kriegen Sachen gelehrt und da kriegen sie es fit gemacht für den Arbeitsmarkt. Und dafür sind wir stolz, dass wir im Jahr 2017 haben wir 5 Leute in der Dach gekriegt, die einen Festplatz von 2016 waren da 3. Und das ist schlussendlich das Ziel und der Zweck von der Übung, die wir heute machen. Es geht nicht nur darum, für sie 2 Jahre lang zu beschäftigen, es geht auch darum, für aus den 2 Jahren lang, wo sie heute bei uns sind, auch sie auf den Markt zurückzubringen. Und dafür fand ich also bin ich froh, dass die Gemeinde Stesel den CGR auch beauftragt hat, für die Flottspielplätze zu machen, von der Konzeption bis zur Realisation, was den Leuten natürlich ganz viel Wertschätzung abbringt. Weil sie konnten selber sich da abbringen, sie konnten selber etwas entwürfen, selber herstellen, sie haben ein Resultat an der Hand und sie können stolz auf das Resultat sein, weil die Spielplätze ist wirklich wunderbar gelungen. Den Alcides, den Leopoldino an den Hartmut Haina ging rufen, für ihnen ein kleines Kado zu überreichen vom Verwaltungsrat für hier wunderbar Arbeit. Merci beaucoup à l'équipe du Holzknut. Voilà, Leopoldino. Voilà, bravo. Also ich muss sagen, naja, es ist eine wunderschöne Natur. Und, ich meine, noch das Sitz, hier strahlt ein Wohlgefühl aus. Und die hat manchmal am Schwur vom Sitz durch die richtige Schwur gemacht. Bon, ich will schon nicht zu viel lang erzählen, was CG ist. Ihr wisst das, viele von euch wissen das. Aber wir haben momentan über 1000 Leute an dem CG arbeiten über das Land. Als nicht Encadrant, aber just Leute, die während den 2 Jahren durch das CG gehen, mit der Hoffnung, effektiv nur 2 Jahre dann noch einen Job zu finden. Ich felicitiere euch, dass ihr das gelingt. Wir hoffen natürlich, dass es danach mehr sind. Heinz du sind da mehr, heinz du sind auch Männer. Der Bitte ist natürlich, den Leuten einen neuen Depart zu gehen, an ihnen noch, ich gebe so, ein Vertrauen zu geben, weil viele von ihnen war ja schon ein Zeitchen am Chômage. Wenn ihr am Chômage ist, ist das Schlimmste. Als Bemol Vertrauen an sich selber zu verlieren und auch an sich selber zu zweifeln, an seine Kompetenzen. Und ich meine, wenn ihr in die Datei guckt, da seid ihr, die Leute haben alle Kompetenzen, sonst wären wir nicht kapabel, das so schön zu bauen. Dabei könnt, ich meine, Herr Bürgermeister hat mich gefragt, können wir mehr Leute kriegen? Ich so, nicht, nee, müssen da gucken. Effektiv haben wir viele Leute nach, die am Chômage sind, und die auch darauf werden, an Ziegeln zu kommen. Dafür sind wir auch praktisch alle Jahre, wo wir 12 von den Leuten an den Ziegeln absetzen. Und wir sehen sich eigentlich mal an eine Situation versetzen, wo ihr seht, Ziegeln, die gibt es nicht mehr.
Bon, da kann nicht optimal sein, wenn wir keine Arbeitslose mehr. Da kann ich mir ja eventuell noch vorstellen. Wenn die Haut an der Gemeinde keine Siegel hat, dann wird das ein Problem für die Gemeinde. Es wird noch viel mehr ein Problem für die Bürger. Weil ein ganz Reihe Services, die hat für uns schon genannt, mehr auch Projekte wie die Haien, Giffen, vielleicht aber irgendwann realisiert gehen, wir Giffen Männer auf jeden Fall realisiert gehen, wie das der Fall ist. Also ich habe als Serviceminister eigentlich von meinen größten Pläsier, ich habe nicht nur Pläsieren, wenn der Responsable sieht, auch für die Probleme von den Leuten, als von den schönsten Momenten immer, dass wenn man so eine Realisation abweihen, für zu sehen, was die Leute kapabel sind zu machen, und auch die Utilität, die soziale Utilität, die man durch das Instrument Siegel haben, für eben einerseits die Leute eine Dienstleistung oder eine Realisation zu gehen oder besonders den Leuten, die keinen Job haben, über TV einen Job zu verschaffen. Ich meine, ich brauche nicht mehr über das Konzert zu suchen, wenn das den Deko hier sieht, da versteht alles. Wird ich so nicht, aber mal merci und Gemeng. Dem Herr Bürgermeister Jean-Pierre Klein mit seinem Chef in der Gemengerat, der uns wie alle Jahre den Centre de Loisirs zur Verfügung stellen und auch Bühnen abrichten. Merci alle Sponsoren von den Musikstücken. Merci die Sponsoren von den Flyern. Merci für den Cadeau vom Salon Jean et Jean wie Reisechef. Auch wenn hier nicht will an der ersten Reihe stehen, so mir aber dem Herr Josi Jucke merci, für das hier uns die neue Batterie geschenkt wird. Hier kann Haut leider nicht reisen, mit mir waren bei hier heim mit einer Blümchen geheben, dürfen wir vielmals merci zu sagen. So, lo geht die Tür mit dem Merci sagen, lo führen ich weiter. Unser Chef, der macht DSOB, hat fleißig mit unseren Musikantinnen und Musikanten geprüft, sodass die mir sicher ein ganz flotte Konzert erleben. Ein Denkmal hat sich aber der Walt Disney gesagt, 1937 mit der Zeichentrickverfilmung Schneewittchen an die 7 Zwerge. Im Zweiten Weltkrieg wird hier auch Abenteuerfilme produziert, wie zum Beispiel Schatzinsel. Es kann dir noch viel über den Walt Disney erzählen. Hier, der 1966 gestorben ist, hat als von seinen letzten Tätigkeiten 1955 den ersten Disney-Park Disneyland südlich von Los Angeles abgemacht. Andere Parke kommen noch. Disneyland nur bei Paris kennen wir praktisch auch. 1964 kam dann sein erfolgreichster Spielfilm Mary Poppins raus, der mit 5 Oscars ausgezeichnet wurde.
Dat war Television Stesel Nummer 247. Es so nicht Merze fehlt nur Rücken, ab bis zum 20. Oktober.